best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. 'Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, 'cause there's so much fun. Are you loving the feeling? Touch me
shit what you see and typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, babe, I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. 'Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to Hallo! the bone, it's broken. Hallo! Hallo! Hey, mein Pulli wird gar nicht ausgekehrt. Nadine hat recht gehabt. Hallo! Hallo! Hallo, ihr Nougatschnchen! Ihr Schokobärchen! Ihr süßen Schmaulibaulis! Ihr Butterzuckerlbabys! Aber muss ich mal gleich sein. Hi! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu Stream von Pokémon Arceus. Was da mal, bevor wir Pokémon Arceus spielen? Kinder, das wisst ihr schon. Wir backeln Pokémon Arceus aus. Einmal der Backel. Wunderscheiß Backel vom Versandanbieter meines Vertrauens. Ab jetzt weiß ich kriegt er meine Spiele pünktlich. Das ist schon mal sehr nice. Wir haben in der Box, ich habe die Collectors Edition von Pokémon Arceus gekauft. Was ist Collectors Edition? Hat es ein Zuckerl dazu gegeben. Genau. Wir haben Le Paper. Das ist das Special Gimmick. Da müsst ihr aufpassen. Paper, wertvoll. War Spaß, können wir wegwerfen. Ein wenig zusammenrahmen da. Mit was fange ich an? Wir fangen mit denen an. Das Hauptspiel. Pokémon Legenden Arceus. Ohne Spiel. Warum? Weil ich schon in meiner Konsole drin habe. Ja, schon mal kurz vorher da müssen, weil ich wusste, dass schon ein Patch rausgekommen ist heute. Und dann habe ich gleich noch installationiert. Aber es riecht aber noch. Rechts ist das, es riecht nach neuem Spiel. Das ist fein. Wer kennt den Geruch? Wer liebt den Geruch? Ich mag ihn schon. Finde den eigentlich ganz nice. Ui, sagt der Mann, du. Ui. Ja, der ist nicht schlecht. So, Legenden Arceus kommt zur Pokémon-Sammlung. Mittlerweile heute 3 Spiele rumliegen. 4. Nur von der Switch. Mir geht eigentlich nur Let's Go. Und das Gimmick. Beziehungsweise das extra Dulli soll das verpackt lassen, nicht, gell? Kinder, das packe ich mir schon aus. Scheiß auf Sammlerwert. Wir lieben aber. Wir lieben ihn, aber wir können ihn nicht riechen. Ja, gut. Was soll ich machen? Nein. Das sie nicht vermeiden. Leere Verpackung. Was denn jetzt sollte man die aufheben? Ich glaube nicht. Hoppala. Es gibt einen Pokéball, der deutlich kleiner ist als mein Pokéball, den ich vor kurzem für Farmmails benutzt habe. Aber der passt schon. Der passt da gut dazu. Dazu gibt es noch einen Ring. Das ist übrigens so als Vorstellbesteller-Bonus. Ich glaube, das kriegt man jetzt gar nicht mehr so. Klatschen wir da drauf. Schaut dann so aus. Können wir den öffnen? Tatsächlich! Das ist eine Halterung für Spiele. Nicer shit. Constructed by Game Freak. 2022. Pokémon, Nintendo. Creatures. Game Freak. Made in Taiwan, schätze ich mal. Steht gar nicht da.
Naja, fügt sich wunderbar zusammen. Guten Abend, Herr, guten Abend. Leonie, moin. Auch mal wieder da. So, jetzt haben wir uns das hier angeschaut. Jetzt spielen wir Pokémon. Aber dafür müssen wir jetzt Switch einschalten. So. Kinder, wie bist du jetzt doch bewaffnet? Oh, süß der Ball. Ja, der ist toll, ne? Der gefällt da wieder. Dann hat es als Vorbestellerbonus dazu gegeben. Let's go. Ich bin ready. Oh shit, hast du schon nicht umgeschaut? Was ist denn das? What are you doing? Ah, jetzt. Ha. Ah. Switch steht bei mir ein bisschen weit weg. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz genießen. Jetzt machen wir Spotify gleich mal aus. Meine Switch machen wir wieder auf laut. Spotify gib mir Ruhe. Kinder. Wir genießen jetzt. Ganz kurz. Das da. Ah, shit! Deutsch. Deine Spielfortschritte werden automatisch gespeichert, wenn Speichervorgang angezeigt wird. Du befindest dich in meinem Reich. Einem Ort jenseits von Raum und Zeit. What? Die muss man mein Wasser noch nachfüllen. Weil ich glaube, das ist am Anfang sehr storylastig und mir ziemlich verlesen. So, jetzt. Du befindest dich hier in meinem Reich. Einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen, nennt mich Arceus. 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 Weiß, was ich tut. Nennt es, wie es wollt. Ich sag Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. Ich bin der Bulli. Eigentlich halt braune Augen. Ah, nehmen wir dabei den. Ich bin der Bulli. Sprich, wie lautet dein Name? Ja, mein Name ist Manu. So. Kinder Manu. Guten Tag. Hallo Kinder. Jawohl, ich bin zufrieden. Wohlan, Manu. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Manu. Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir zeigen. Okay, wir müssen den Pokédex vervollständigen, um dann Arceus zum Battlen. Oder ein bisschen was für alles mehr. Ja, ich arbeite dran. Karriere. Allah. Ich glaube, ich muss ein bisschen. Entschuldigung. Oh, my Xiaomi. My Xiaomi haut ab. No placement, Kindes.
Embryonalstellung. Zeitsprung! Pokémon Legenden Arceus. Bidem bam. Oh, tschüss. Hallo? Wach auf! Wach auf! Oh, hallo, was hat denn das für süße Dinger? Warum können die sprechen? Lebst du noch? Na, Professor, vielleicht auch nicht stimmen. Ah, müssen wir nochmal switchen. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. Wo bin ich? Das hier ist der Strand des Aufbruchs. Hat der Schock durch den Fall etwa dein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt? Ich mit den Schlepfer, die Adiletten, gell, was ich sehe. Aber davon mal abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Kennst du jemanden hier von der Gegend? Eher nicht. Verstehe. Du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wohin du willst? Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Ich weiß es nicht. Oh dear! Oh dear! God damn it! Du kennst ja also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die nächste Nacht verbringen sollst? Du scheinst ganz schön in Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du überhaupt überleben? Irgendwie wird schon gehen. Also schön. Ich kann jemanden in Not nicht einfach im Stich lassen. Ratz! Fanny! Otterratter! Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Ich jage gerade meinen entlaufenen Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios, als hätten sie es geahnt. Ach ja, ich weiß. Weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Natürlich! Ich bin der beste Pokémon-Trainer EU-West. Ein Glück. Du bist zwar vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen mir von selben Planeten zu stammen. Dann weißt du also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Und wie lautet dein Name? Wieder bei du? Ah, Manu also. So einen Namen habe ich hier noch nie gehört. Aber er hat sicher eine tolle Bedeutung. Ja, es heißt der Stammeskrieger. Oh, entschuldige, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Levin. Levin. Ich bin Pokémon-Professor. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Momentan versuche ich zum Beispiel mit den... scheiß Xakrat. Oh no, meine lieben Pokémon. Warum lauft ihr nur ständig davon? Bitte hilf mir, die drei einzufangen. Oh, Pokéball und Hügel. Warte auf mich! Warte auf mich! So Mist. Oh, wow. Okay, B ist crouchen. A ist dabei nix. X ist nix. Y ist nix. Das ist A nix. Oh, okay. So. Aha. Okay. Okay, nice. Ich kann mir wieder mehr blenden. Nimm mal crouchen. Lauf. Du Gesindel. Oh, mein Handy. Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Hallo? Hallo? Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst die seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Hallo, ist da das Arbeitsamt? Ich habe schon wieder aufgelegt. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Ich vertraue dir dieses Arceus von folgende Aufgabe an. Begegne allen Pokémon. Solange das nur der Plan ist, ist alles gut, das schaffen wir. Kann man das mitnehmen? Nicht. Ui.
Schaut jetzt schon nicht schlecht aus, du. Immer hier und da so ein bisschen verpixelt, aber... Schon wieder daneben. Ach, mein neuer Freund aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokébälle geworfen, um die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Ich sollte dir wohl erstmal etwas über die 3 Ausreißer erzählen. Das ist Bautz. Bautz kann wie Pflanzen Photosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Süß. Bautz. Dort drüben ist Feurigel. Die Flammen auf Feurigens Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschrickt. Süß. Mann, du, ich glaube, die Banane solltest du mal essen. Schaut nicht mehr so gesund aus. Ich arbeite dran. Na, die kommt morgen ins Müsli. Das Pokémon beim Teich ist Otaru. Otaru treibt gerne schlafend auf dem Wasser. Was? Treibt gerne schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe der muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Süß. Ach ja, noch was. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären, und zwar, wie man Pokémon fängt. Ja, hast du ein paar Pokébälle. Die musst du nur werfen, um Pokémon zu fangen. Nice. Welcher Starter wird's? Lass mal gerade offen. Ich weiß schon, was für ein das ich nehme. Was war denn Anker-Entscheidung? Liebe Community, ab in Kommentare. Was war Anker-Starter? Bitte mal schnell ballern. Okay. Du hältst 50 Pokébälle. Pokéball, ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kannst du ihn selbst herstellen. Oh, sorry, das genügt wohl noch nicht als Erklärung. Dann hör gut her. Ich weiß ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicher, was an ihnen so wunderbar ist. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und da kommen Pokébälle ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Wenn man einen Pokéball auf ein Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Oh, ich glaube Wasser. Otaru, glaube ich. Beide Otaru? Gut. Na, bei mir wird es besonders. Es wird nicht Otaru. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine 3 Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe leider nur selten in Schwarze. Jede Woche bitte. Die ZR-Taste gedrückt, um Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dich dabei bewegen und den rechten Stick einen Wurfrichtung anpassen. Okay, nice. Loslässt, wirfst du den Ball. Okay. B-Knopf, um abzubrechen. Also zielen, B-Knopf abbrechen. Okay, nice. Oh no! Ah! Oh Gott, das macht Spaß! Bei dir wird's Feuer, richtig? Yes. Ich bin ein kleiner Feurigel, beziehungsweise Johto-Starter-Fanboy. Also Feurigel, Kanimani und ein D4, das ist eigentlich so meine liebste Starter-Generation, weil ich alle 3 mega cool finde. Oh, wundervoll. Du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst ein Naturtalent zu sein, Manu. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Es sind noch 2 entlaufene Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Warum die da? Ich mag Pokémon. Und sie mögen mich auch. Was ist ein Platz? Da ist Otaru. Die 4 einfach da? Ich weiß nicht. Ha! So, wo ist Bautz? Fantastico, Mano. Einfach fantastisch. Dabei gibt es viele Leute, die Angst davor haben, sich Pokémon auch nur zu nennen, geschweige denn sie zu fangen. Ein Pokémon fehlt noch. Mach dich auf die Suche und halte einen Pokéball bereit. Bautz. Bautz. Ich glaube, ich muss mein Headset schnell ein wenig lauter machen. Gibt da nämlich einen Haufen Hintergrundgeräusche, die ich gar nicht so mitkriege. Da ist Bautz.
Mal crouchen. Was? No. Ah! Was? Ach ja, das passiert schon mal. Ein Pokéballs werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Versuche es einfach nochmal. Was denn? Hab dich. Kann man da auch Shiny handen? Ja, man kann Shiny handen. Es gibt, glaube ich, noch keine direkte Methode. Aber Shiny tauchen in der Overworld auf. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Wir werden auf alle Fälle während der Story Ors finden. Das kann ich schon mal verraten, aber es ist zu seiner Zeit. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die, diese 3 Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemanden. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, konnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Manu, dein Umgang mit Pokéballen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hierher gekommen und zeigst schon solches Können darin, Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Don't know. Not with Flint. Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Naja, das ist ein Pokémon, ist aus der Campus. Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arceus-Phone, sagst du? Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiden. Ja, bei Monty ist es okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, muss sie gefangen werden. Und Pokébälle werden erst kürzlich entwickelt, daher gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Ja. Dann tauchst du plötzlich hier auf, mit einem Talent zum Fangen von Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen, ich möchte alle Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Ha! Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Klingt gut. Hast du Landfieber? Pokéballen. Ah, Pokéballen nehmen wir. Ah, Londi kommt auch wieder. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mehr als willkommen. Excellent! Dann lass uns als erstes mal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja noch um Essen, Kleidung und Unterkunft für dich kümmern. Folg mir, ich bringe dich direkt nach Jubeldorf. Noch laufen, oder? Ja, Cutscene. Cheers! Jo. Seid gegrüßt. Und wie immer, vielen Dank für eure wachsame... this is not a Professor. Seid gegrüßt und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer. Dieser junge Mann hat mir meinem Pokémon großen Dienst erwiesen. Deshalb möchte ich ihn ins Dorf einladen. Gute Stadtwoche. Okay. Hallo. Scheiß Dorf eigentlich. Also, geschickt. Hier entlang. Bitte folgt mir. Es ist der Galaktik-Expedition zu verdanken, dass dieses Örtchen... Wir befinden uns gerade auf der Fleetstraße. Das Dorf wurde erst vor 2 Jahren gegründet. Uns fehlen noch viele helfende Hände. Da wir uns wenig über die Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige Leute, das Dorf zu verlassen. Das Gebäude, das dort am Ende der Straße emporragt, ist der Galaktik-Hauptsitz. So schnell kann ich fast nicht lesen. Spinnst du? Lese ich so langsam? Hoch,
Jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Ich muss noch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenen Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Es nennt sich heiße Kost. Du findest es dort an der linken Straße, wenn du diese Brücke überquerst. Okay. Gibt's da Mama? Oh. Dein Ackersphone scheint irgendetwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Wegweiser auf der Karte. Alles tut die. Du kriegst bestimmt einen Baugrund. Ja, das kann schon sein, dass ich da jetzt einen Baugrund kriege. Müssen wir mal nachfragen. Hallo? Gibt's da Baugründe? Wer ist denn das? Das ist der Grünbalken Freddy. Ah, dich habe ich ja noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde! Aber... Oh, wer bist du denn? Kleidung wie die habe ich noch nie zuvor gesehen. In diesem dünnen Stoff können dir Pokémon leicht schwere Verletzungen zufügen, weißt du? Naja, wenn der Wachposten dich durchgelassen hat, muss dich jemand im Dorf kennen. Ist dir der Name Laven ein Begriff? Er ist ein Professor aus der fernen Region. Ihm laufen ständig seine Pokémon davon. Das ist nicht besonders vertrauenserweckend. Aber ich sollte mir wohl lieber an die eigene Nase fassen. Ich muss tagelang das Bett hüten, weil mich ein Pokémon mit Attacke Donnerschock erwischt hatte. Rrr. Brutzelt's ein bisschen in der Unterbox. Es ist genau wie Lumia gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Professor! Aber mach dir keine Sorgen. Manu, hier wird uns ab jetzt helfen. Oh, die ist schon wieder Siri auf uns. Was reden Sie da? Sie wollen ihn doch nicht etwa in den Forschungstrupp aufnehmen. Ohne die Erlaubnis von Kommandantin Celestis dürften Sie gar keine neuen Mitglieder anwerben. Ich gestatte es. Kommandantin Celestis? Sofern er über die notwendigen Fähigkeiten für den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Oberstleutnant! Ich habe von Professor Laven gehört, wie du die entlaufene Pokémon wieder eingefangen hast. Nur will er, dass du deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Ja, das war nice, du. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Also kannst du auch wie ein Erwachsener für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Und du solltest... Kinderarbeit! Was Schluss? Wollascher! Doch du solltest wissen, dass wir einen Fremden wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, Kommandantin. Möchten Sie noch mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unseren Besucher. Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Sitzt da nie in Kammer, so. Oh dear, eigenbrötlerisch wie eh und je. Eigenbrötlerisch, ist auch noch nicht gehört. Also dann, weiteres besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo, Mubeshi. Ich nehme wie immer die Kartoffelmochi. Heute aber 3 Portionen bitte. Kartoffelmochi. Kartoffelmachi. Vielen Dank, Mubeshi. Deine Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Ja, das ist so, okay. Professor Laven. Professor Laven. Wo sind Sie überhaupt auf diesen Fremden gestoßen? Nun, aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, die Risse, Raum, Zeitgefüge und so. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Doch, doch. Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten, herauszufinden, welche Regeln sie haben. Für mich zählen nur Fakten. Machi Machi, Machi Machi. Mogota Machi Machi. Es ist allgemein bekannt, dass hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, sie leben überall, auf Wiesen, Wäldern und Küsten. Und als Mitglied der Forschungstruppe ist es unsere Mission herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen.
Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Manu ins Spiel. Ihm ist es gelungen, 3 Pokémon zu fangen, hörst du? Ganz 3 Pokémon. That's incredible. Einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über solche Fangtalent verfügt. Mit seiner Gabe können wir endlich unsere Untersuchungen vorantreiben. Was? 3 Pokémon? Wilde Pokémon sind so angriffslustig, dass wir froh sind, wenn es uns gelingt, auch nur ein einziges zu fangen. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unser Freund hier dem Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihm möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp. Habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat darin gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Look at my mustache. Das Frustessen von Kommandantin Celantis wird bald ein Ende finden. Greif zu, Manu. Wenn du der Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ha! Ah. Du hast Hunger. Ah, ein wahrer Gaumenschmaus war das. Ja, das Essen war wirklich lecker, aber denken Sie wirklich... Lecker. Aber denken Sie wirklich, dass das gut geht? Manu muss erst die Prüfung bestehen, bevor er dem Forschungstrupp beitreten kann. Bei seinem Können machen wir da keine Sorgen. Manu wird das ganz sicher bestehen. Oh, locker easy. Ich hoffe, Sie behalten recht. Manu war dein Name. Heute kannst du in unser Quartier schlafen. In unserem Quartier schlafen. Dieses Deutsch von mir ist überwältigend. Solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfs leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Ja, das ist so geil, weil ich kann mit 15 Jahren. Ich habe noch 3 Mini-Kalzone. Nice. Unserzeit, Burger, Baguette, mäßig sowas geben. Kommandant Celestis ist unerbitterlich, genau wie die Wildnis hier in Hisui. Und sie will keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es hier darum, alles zu beschützen. So, mein Freund aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht noch aus dem Bett. Scherz beiseite, ich wünsche dir eine gute Nachtruhe. Gute Nacht. Ja, schlaft ihr nicht bei uns da, die Lumina. Schlaf schon, Freund. Ein Mensch, der aus dem Riss im Himmel gefallen kam. Die Welt ist voller Rätsel. Ja, und voller Pokémon. Okay. Expeditionsleiter Denboku ist ein Kraftpaket. Gerüchten zufolge kann er es mit seinen Sumo-Künsten sogar Pokémon durch die Luft schleudern. Okay. It's pretty nice hier. Heute schon was da. Eine neue Frisur ändert fix deine Laune und damit vielleicht auch dein Schicksal. Okay, nein, kann ich noch nicht. Das hätte man durchaus bewusst sein dürfen, dass das noch nicht so weit ist. Ja, ist doch schnuffig. Da fühle ich mich wohl, du. In diesem Krug sind Trinkwasser aufbewahrt. Ein Deckel verhindert, dass Staub hineinfällt. Was ist das? Forschungsfibel. Die Forschungsfibel enthält wichtige Informationen, die dir bei der Forschung in der Hisui-Region helfen werden. Öffne das Spielmenü, indem du den Aufwärtsknopf drückst, unter Hilfe jederzeit darauf zuzugreifen. Tipps für Mitglieder: Denkt immer daran, eure Abenteuer regelmäßig zu speichern. Speichern. Tun, machen, nicht tun. Ja, bitte. Ist morgen aus und yes.
Oh mein Gott. Am nächsten Tag. Bilibim. Guten Morgen, Manu. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Das ist das Erste, was ich sag. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drück dir die Daumen. Ich habe einen leichten Crush auf dich, aber das darf ich nicht sagen. Herrliches Wetter heute. Konntest du dich gut ausruhen, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Sehr klar, geschlafen für Baby. Lasst uns nun zum Hauptsitz gehen. Kommandantin Celeste. Wie lange brauche ich, bis ich den Namen richtig aussprechen kann? Celestis wartet sicher schon. Okay. Hallo. Darf ich jetzt dann langsam mal Pokémon fangen? Ich meine, dafür bin ich da. Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes von... Halt doch! Was passiert? Was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Aber mein Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Scharnier? Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er sein Partner-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Ah, shit. Kommandantin Celestis. Manu ist hier. Verstanden. Trete rein. Der hat Zigarren dort auf dem Tisch. Auf noch da ein Augen. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidiza, ein Starrer Lily und ein Scheinux fangen. 3 verschiedene Pokémon, das ist noch niemandem zuvor von uns gelungen. Hat er nicht gestern 3 Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Lavin erzählt hat, musst du diese Prüfung im Kinderspiel für ihn sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Oder Abra. Hier, du darfst diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Ist da wäre? Ah, so ein kleiner... Ja, finde ich toll. Oh, diese Tasche steht dir echt gut. Nun macht ich auf den Weg. Lumia hilft ihm, falls es Probleme geben sollte. Hilf ihm. Entschuldigung. Hauptmission. Die Aufnahmeprüfung. Wegweise aktiv. Mission überprüfen. Okay, auf Y. Hier entlang, Manu. Jetzt bin ich an der Reihe. Was gibt's, Prof? Hallo, ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Was gibt's, Professor Lavin? Manu muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex und naja, damit er hier bleibt. Er überlebt. Deswegen will ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Nice. Ah! Nun denn, Manu, such dir eins dieser Pokémon als Partner aus. Mit deinem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese 3 Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Eindeutig. Möchtest du Feurigel zu deinem ersten Partner machen? Yes, Sire. Ist die süß.
Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, in dem sich Feurigel befindet. Wow. Ein Feurigel. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchem sich ein Pokémon befindet. Oh. Und die anderen beiden. Sirid. Schnapp sie dir alle. Ja! Gotta catch 'em all. Die anderen beiden scheinen Feurigel anzufeuern. Oder vielleicht würden sie dich auch gerne begleiten. Da könnte etwas dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als Mano vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorge, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Ja, da freuen sie sich auch. Die finden es auch toll. Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see. Verstehe. Diese 3 verschiedenen Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Dann nimm bitte diese Pokébälle mit. 1000, oder? Mager. Mager. Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Um Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Jawohl! Hau mal rein! Hau mal rein, Kinder! Hype! Okay, die kann jetzt wechseln, falls ich was habe, aber... Haha! Cool! Ihr liebt den Spalt. Warte mal, ich muss vom Hauptsitz aus links weiter. Ich mag doch keine links zu mir. Oh, nein, da kann ich links zu mir. Ist das cool? Und zurück. Ha! Gefällt mir. Ah. Was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, du hast auch ein Pokémon bei dir? Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnliche Dinge auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Ja, Sigi! Du gefällst mir immer besser. Jemand wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist so angekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Und dann ist dein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf vorzubereiten. Und denk daran, wenn die KP deines Pokémon auf 0 fallen, hast du verloren. Na dann, los geht's! Kleide? 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 Okay, 3! Feurigel! Ja, Rückzughieb! Takil! Mach es fertig mit Rückzughieb! Jawohl! Nice! Easy Snack! Kampfende! Pokémon-Attacken-Items. Nutze sie weise und nichts kann dich aufhalten. Level up! Eine neue Attacke. Ich hoffe gut.
Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Okay. Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn doch nur jeder wüsste, wie man Pokébälle benutzt. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kämpfen kommen lassen. Danke, Sallenmeister. Nimm diese Tränke als meines Dankes, mein himmlischer Freund. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Ja. Füttert die Armen. Was? Lieber Arm dran als Arm ab? Toll. Du kannst nicht nur Pokémon fangen, sondern auch mit ihnen kämpfen. Dann mal auf zu Obsidian-Grasland. Wenn du Jubelstadt verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag auch bitte Darius, dem Wachposten, wohin du gehst. So kann dich jemand retten kommen, solltest du durch einen Pokémon-Angriff ohnmächtig werden. Wie kann es denn einfach so aus, Dolphin? Deine Prüfung beginnt, sobald du durch das Haupttor geschritten bist. Ja, okay. Ja, ich gehe dann. Du bist mal noch nicht, wa? Ich weiß schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung findet außerhalb des Dorfes statt. Pass bitte gut auf dich auf. Ah, ich kann jetzt da... Okay. Okay, da können wir jetzt dann... Okay. Ja, passt. Alles klar. Missionsziele können wir uns dann anschauen. Okay, nice. Okay, alles klar. Wann du weißt, meinst du mit Kleidi? Habe ich noch nicht verstanden. Kleidi? Ich nicht verstehe. Wir befinden uns hier im Basislager. Das ist der letzte von uns gesicherte Ort, bevor die wilde Natur beginnt. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, 3 Pokémon zu fangen. Pidizza, Staralili, Shinux. Dann legen wir los. Was machen Sie denn hier, Professor? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert. Sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Kommandantin Celestis ist wirklich unerbitterlich. Aber wie genau sollen Sie denn bitte helfen? Ach, es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendwas zu tun. Manu hat alles im Griff, da bin ich mir sicher. Aha, das heißt also, ich trage die große Verantwortung. Aber Manu, wir schaffen das. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Yay, Kinder. Ich brauche kein Fang-Tutorial, ich kann das schon. Ist gut, Sibylle. Das machen wir schon. Das ist der Ambitionshügel. Hier landen die Pokémon, die für deine Prüfung fangen. Hier leben die Pokémon, die du für deine Prüfung fangen musst. Es scheint wie schön. Obsidian-Grasland. Schau, da ist doch schon ein Pidizza. Versuch es zu fangen. Ja. Das Wichtigste beim Fangen ist, dass du gut zielst. Vielleicht weißt du alles schon, aber lass mir trotzdem erklären, was ich gelernt habe. Nein. 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 Okay. Oh. Gehen wir schon mit Sie. Was möchtest du jetzt noch von mir? Du musst einen Pokémon werfen, um Pidizza zu fangen. Also. Ah, jetzt habe ich es anvisiert. Jetzt ziele ich. Sollen wir werfen? Schau, oder? Oh, es hat genau in mein Gesicht eingeklatscht. Na, alles klar. Du hast eine Pidizza gefangen. Gut, lass uns jetzt nach einem anderen Pokémon suchen. Staralili oder Shinux? Oh, Staralili sind sehr ängstlich. Sie ergreifen sofort die Flucht. Ja, schauen wir mal. In diesem Fall hilft es, sich zu decken. So kannst du dich unbemerkt anschleichen. Ducken, B-Kopf drücken, das haben wir schon herausgefunden. Saskia versteckt sie, ja? Hallo?
Das hat mich noch nicht entdeckt. Nein. Okay, das war jetzt richtig doof. Kann ich da jetzt... Hallo? Okay, aber gelangt. Bisher du magst, aber das passt schon. Dir ist es gelungen, auch ein Staralili zu fangen. Jetzt fehlt dir nur noch ein Pokémon. Shinux. Warte mal, da ist was. Kann man das mitnehmen? Nein, falsche Tassen. Fittlauch. Kann man das da mitnehmen? Ach ja, es gibt noch etwas, was ich erklären muss. Und zwar, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Partner-Pokémon befindet. Kommandantin Celestis hat es mir beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen Ball mit einem Pokémon darin wirfst, drück den X-Knopf. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach ein Item werfen willst, dann drück auch den X-Knopf. Die Kommandantin nennt das den X-Wechsel. Versuch mal einen Ball mit einem Pokémon darin an den Baum oder Stein zu werfen. Auf diese Weise kann Pokémon Bären oder ähnliches für dich einsammeln. Das lass uns mal sehen, was dein Partner-Pokémon so zu bieten hat. Deine letzte Aufgabe ist es, einen Shinux zu fangen. Ja. Oh, nice! Okay. Da ist ein Shinux. Es ist gefährlich. Es rennt durch die Welt und ist gefährlich. Ist dir aufgefallen, dass diese Shinux eine aggressive Veranlagung haben? Ich denke schon. Ich dachte mir schon, ich muss ein Pokémon immer sehr genau beobachten, es regelrecht anvisieren, um so etwas zu bemerken. Aggressive Pokémon schlagen Pokébälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Um ein Pokémon anzubissen und zu erfahren, wie schwierig es sein wird, dieses zu fangen. Je mehr Pfeile angezeigt werden, desto eher wird dein Fangversuch gelingen. Beim MX bedeutet das, Pokémon Menschen gegenüber feindselig eingestellt ist. Feindselige Pokémon lassen sich nur während eines Kampfes fangen. Okay. Aber keine Sorge, ich verrate dir einen nützlichen Trick. Du musst gegen es kämpfen. Wirf dann mitten im Kampf einen Pokéball, kannst du es fangen. Ich hatte dir vorhin erklärt, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Pokémon befindet. Wirf einen dieser Pokébälle in die Nähe des Pokémon, das du fangen möchtest. Da du bereits im Kampf geübt bist, bin ich mir sicher, dass du das schaffst. Ich glaube, ja. Pokémon-Kämpfe beginnen. Okay, das kann jetzt einfach so ein bisschen so in die Richtung werfen. Wo ist dein Shinux? Da ist. Let's go! Wisst ihr, was das so der geilste ist? Schaut euch das an, was ich durchkomme! Los, gib ihm! Aua! Oh, es burned! Item! Pokéball! Einsetzen! Aha, Shinux ist wütend, der erhöht seine Statuswerte. Ich meine, na gut. Nein, das wird jetzt eigentlich nicht. Ah. Gotta catch him all. Nice. Klasse, Mann. Shinux wurde gefangen. Du hast dich furchtlos den Pokémon genähert und sie alle mit Bravour eingefangen. Meister könnten also doch vom Himmel fallen. Naja, wenn man seit 20er Pokémon spielt, glaube ich, ist es durchaus mal erlaubt, das ist. Mit deiner Hilfe
Könnte es dem Forschungstrupp tatsächlich gelingen, wie beauftragt den Pokédex zu vervollständigen? Ich wüsste nur gerne, wieso du vom Himmel gefallen bist. Doch lass uns erstmal nach Jubeldorf zurückkehren. Ob ich mich noch ein Pokémon fangen? Alles fangen, was umeinander läuft. Alles. Wonderful! Natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gratulation, Manu. Es war der erste Schritt zu diesem Ziel, alle Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft nach einem Erinnerungsfoto. Gib nicht so an. Ich möchte nicht an gestern erinnern müssen. Bene. Bei einem Talent wie dem von Manu war nichts anderes zu erwarten. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestis Bericht erstatten. Gut, machen wir das. Gestern war Bene. Bene. Richtig gut. Oder gibt es Bilder zu kaufen? Du hast bald die Möglichkeit, deinen gefangenen Pokémon auf der Weide im Dorf behüten zu lassen. Wenn du unterwegs bist, kannst du bis zu 6 Pokémon bei dir haben. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal vollbracht hat. Loser. Kommandantin Celestis erwartet unseren Bericht. Auf zum Hauptsitz. Kommandantin Celestis wird sicher zufrieden sein. Jawohl! Okay, nice. Oh, ich bin Zweigläufer. Sag zu Reps. Stimme bisher schon, ihr kennt schon. Es sieht so aus, als wärst du dem qualvollen Tode in der Wildnis wohl auch entronnen. Meine Glückwünsche. Du hast die Prüfung bestanden. Die Tasche darfst du behalten. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrunds hatte ich deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie bestehen würdest. Hier für dich, die Uniform des Forschungstrupps. Thank you for the Regrot. Kannst dich in diesem Quartier umziehen, in dem du gestern geschlafen hast. Beeil dich und begib dich danach umgehend zum Büro des Expeditionsleiters. Es befindet sich in der 2. Etage. Zieh deine Uniform an, stell dich in den Expeditionsleiter vor. Das ist deine erste Mission als Mitglied des Forschungstrupps. Jawohl, Ma'am, Sir, Ma'am. Wo ist denn meine Bitte? Wo du hereinkommst? Umziehen. Jo. Oh, Forschungsschule. Okay. Kurze Puppe, braune Augen. Jawohl. Perfekt. Hab's auch damals schon Kontaktlinsen gegeben. So ist es pretty realistisch. Es juckt am Schell. Die Uniform scheint dir ja perfekt zu passen. Sie steht dir. Es scheint fast so, als haben die Kommandantin sie für dich Maß anfertigen lassen. Du kannst dich... Was? Du hast dich also umgezogen. Das wir bereitgestellt haben, kannst du ab jetzt immer nutzen. Das hier sollst du ebenfalls haben. Pokebälle? Am Miezen! Aussiger tut man nicht ohne eine gute Miezen.
Nun geh und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Jawohl, Ma'am, Sir, Ma'am, Hä? Ach, zweite Etage haben sie gesagt. Das hat der Opa schon immer gesagt. Geh im Winter nicht ohne Mitzel aussehen. Miezen gehört dazu. Du hast mich ja ganz schön warten lassen. Ich bin Denboku, der Leiter der Galaktik-Expedition. Du bist Mano, richtig? Yes. Ich weiß im Großen und Ganzen Bescheid. Auch darüber, dass du aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen kannst. Also dann, zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Stell dich mir im Zweikampf. Du hast Tatkraft bewiesen. An deiner Sumo-Technik musst du zwar noch feilen, aber du hast Potenzial. Ja, erst einmal sauber durch den Raum geworfen, weil es gibt doch nichts Schönes. Du solltest wissen, dass dir hier nicht jeder über den Weg trauen wird. Schließlich bist du urplötzlich aus dem Himmel gestürzt. Manche halten dich für womöglich für einen Boten des Unheils. Doch das ändert nichts daran, dass du unsere Aufnahmeprüfung bestanden hast. Jetzt gehörst du zu uns, so mysteriös du auch sein magst. Stell dich in den Diensten der Galaktik-Expedition und hilf dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Aber vergiss eins nicht, Mano. Pokémon sind furchteinflößende Wesen. Sei bei der Arbeit auf alles gefasst. Ja, Sir! Oder so. Abgeschlossen. Der Expeditionsleiter scheint dich als Mitglied akzeptiert zu haben. Innerhalb der Galaktik-Expedition bist du derzeit ein Null-Sterne-Mitglied. Wenn du deine Arbeit im Forschungstrupp erledigst, kannst du im Rang aufsteigen. Das heißt, die Vervollständigung des Pokédex geht Hand in Hand mit der Erhöhung deines Mitgliedsrangs. Je weiter du den Pokédex füllst, desto näher kommst du auch deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Ich habe noch etwas für dich. Es handelt sich um eine Anleitung zum Herstellen von Items. Okay, gracias. Nehmen wir mit. Hier außerdem 3000 Poké-Dollar. Damit kannst du Materialien kaufen. Gracias, gracias. Lumia, du bist eine Expertin im Herstellen von Items. Bring Mano bei, wenn man Anleitungen benutzt. Jawohl, Kommandantin Celestis. Und dann werde ich mal als deine Mentorin tätig. Wir stellen hier allerlei Gegenstände von Hand her. Eines von dem, was du brauchst, gibt es zwar auch in Gemischtwarenladen zu kaufen, aber es ist wichtig, sie selbst versorgen zu können. Es ist sogar unmöglich, das wichtigste Hilfsmittel des Forschungstrupps selbst herzustellen. Pokebälle. Nicht schlecht, oder? Lass uns gleich mal zum Handwerksladen gehen. Handwerksladen. Ich möchte Pokémon fangen. Bitte. Sei gegrüßt. Mein Name ist Charon. Mir gehörte die Schneiderei. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Galaktik-Expedition. Der Professor hat mich darum gebeten, dir Kleidung zum Wechseln zur Verfügung zu stellen. Bitte sehr. Alltagshose und Alltagsoberteil. Im Dorf gibt es viele verschiedene Läden. Schau dich gerne etwas um, wenn du Zeit hast. Donge! Der Handwerksladen ist hier drüben, Mano. Wenn du hier im Dorf Items herstellen willst, kannst du diese Werkbank im Handwerksladen verwenden. Das schaut cool aus.
Diesmal bekommst du die Materialien von mir als Geschenk für die bestandene Prüfung. Das Geld, das du von den Kommandantin erhalten hast, kannst du für Kleidung oder so ausgeben. Deine Entscheidung. An der Werkbank wählst du aus, welche Item du herstellen möchtest. Versuch es mal mit einem Pokéball. Jo, den machen wir doch nu. Können wir den herstellen 20, den machen wir gleich 20. Nice. Oh, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. War das tatsächlich dein erster Versuch, etwas herzustellen? Ich hätte dir ja letztens schon einmal erklärt, dass Pokémon über die mysteriöse Fähigkeit versuchen, sich schrumpfen lassen zu können. Der Pokéball nutzt dies aus und erlaubt es uns, sie damit einzufangen. Die so gefangenen Pokémon registrieren wir dann im Pokédex. Apropos Pokédex, hier ist deiner. Wahrscheinlich jetzt Birchel, oder? Nein, es wird nicht angezeigt. Jo, Birchel. In diesem Buch werden die Forschungsergebnisse zu Pokémon festgehalten. Wenn der Professor Laven von neuen Pokémon berichtet, fügt er eine Seite hinzu. Exemplare gefangen, Einsatz von Glut gesehen, Einsatz von Rückzugpeak gesehen, Einsatz von Flammrad gesehen, Krafttechnik gesehen, Tempotechnik gesehen. Uiuiui, da kannst du ganz schön viel erforschen, du. Dann sieht man noch, was es hier gibt. Lebt nicht hier. Aha. Okay, das wird cool. Den habe ich für dich vorbereitet. Ich hoffe, dass er dir bei deinen Zielen hilft, alle Pokémon zu begegnen. Zum Vervollständigen des Pokédex müssen wir zudem Pokédex-Aufgaben erledigen. Als Mitglied des Forschungstrupps werde ich bei der Erforschung der Pokémon natürlich auch mein Bestes geben. Manu, ich erkläre jetzt besser, was es mit den Pokédex-Aufgaben auf sich hat. Lass uns dafür zur Graslandbasis gehen. Ja, Leute, ich möchte doch ein bisschen Pokémon fangen, ein bisschen spielen. Schon wieder fast eine Stunde Story. Krasser Tobak. Hey, ich habe zugefällig gehört, was ihr gesagt habt. Wenn du zur Graslandbasis gehst, hätte ich einen Auftrag, den du für mich erledigen könntest. Würde ich mir kurz dein Ohr leihen? Ja, okay. Als Wache kann ich es mir nicht erlauben, mich allzu weit von meinem Posten zu entfernen. Ich warte hier vor dem Hauptsitz auf dich. Nebenmissionen. Wollt ihr gleich noch nehmen? Wampel, ja. Okay. 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 Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen Wampel einhändig dazu zu bringen, sich zu entwickeln. Du gehörst zum Forschungstrupp an, oder? Solltest du auf einen Streifzug einen Wampel fangen, dürfte ich es dann bitte haben? Bitte fang einen Wampel für mich. Du bekommst auch eine Belohnung dafür. Das machen wir. Es gibt Quests. Ist dies cool? Der hat mir scheint auch wieder eine Quest. Scheinux habe ich doch so eine sonderbare Musterung an den Ohren, aber wie sieht es noch gleich aus? Oder? Es ist wie verhext, ich kann mich nicht erinnern. Was soll ich jetzt nur tun? Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Solltest du mal ein Scheinux fahren? Zeig es mir bitte. Dann kann ich mir es selbst nachsehen. Ach, es nagt am... Wie sehen die Ohren eines Scheinux bloß auf? Bitte zeig mir eins. Könntest du mir ein Scheinux zeigen? Ja. Hammer. Dann wollen wir mal die runden Lauscher inspizieren. Oh. Ach ja, diese gelben Kreuzformen sieht ein bisschen aus wie ein Stern. Was für eine Erleichterung. Vor lauter Grübeln hab mir schon der Kopf geraucht. Jetzt kann ich endlich aufwärmen. Vielen Dank. 3 Tränke. Okay. Ja, Graslandschaft. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Hör gut zu, Manu. Zur Vervollständigung des Pokédex musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen.
Wie der Name vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in einem Pokédex. Ja, die haben wir vorher schon gesehen. Manchmal musst du die Pokémon fangen, manchmal gegen sie kämpfen. Wie die Pokédex-Aufgaben erfüllst, erhältst du dafür Forschungspunkte. Okay, nice. Mann, ich würde dir gerne noch etwas Wichtiges beibringen, und zwar, wie du Angriffe wilder Pokémon ausweichst. Das könnte im richtigen Moment den Hals retten. Ausweichen? Schau dir gut an, wie ich mich bewege. Ich versuche mich dann nachzuahmen. Und hopp! Die bekanntliche Rolle. Die Rolle. Elegant, nicht wahr? Mit dieser akrobatischen Darbietung weicht man Angriffen aus. Wenn du dich flink genug bewegst, kannst du den Attacken von Pokémon entgehen. Und glaub mir, das willst du auch. Wenn du zu viel einsteckst, verlierst du das Bewusstsein. Ich habe neulich die Attacke Donnerschock eines Shinux abbekommen und bin ohnmächtig geworden. Ein Mitglied des Sicherheitstrupps musste mir zu Hilfe kommen. Aber mach dir keine Sorgen, als deine Mentorin werde ich allerzeit nützliche Dinge beibringen. Okay. Wir kommen mit ein Häkchen. Y. Nitz. Nitze. Gibt's da eigentlich noch was? Ah, steht da ist noch ein Graudi. Oh Gott, da geht's obi. Da geht's noch weiter. Oh Leute, ich hab so einen Arschhofer. Was willst du? Hier ist ein Tipp, den alle Mitglieder des Forschungstrupps kennen sollten. Visiere ein Pokémon ab, indem du die ZL-Taste drückst und öffne den Pokédex durch Drücken des Aufwärtsknopfs. Dadurch kannst du die relevante Aufgabe direkt ansehen. Okay. Bei den Pokédex-Aufgaben für Bidiza steht Exemplare fangen, oder? Nun, wie du siehst, ist die Aufgabe mit 2 Exemplaren noch nicht vorbei. Fang erst 2, dann 4 und dann immer mehr Bidiza. Das Bidiza kennt sie nicht aus, was mir überhaupt mich empfehlen. Das denkt sie wahrscheinlich, was machst du? Bei den Kämpfen mit Pokémon außerhalb den Kommandantin Celetis X wechseln. Wenn du etwas werfen möchtest, kannst du zwischen Items und Pokémon... Warum wird uns das doppelt und dreifach erklärt? Bitte. Bitte. Da. Warum gehe ich aber in die Ego-Perspektive, wenn ich es avisieren möchte? So, jetzt halt. Wie es einfach vor dir steht, als war es selber nicht ganz knusper. Die lila Texturen sind nicht schön. Also Leute, Game Freak, da kann man sich noch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Was? Aber alles, nehmen wir es mit. Oh, bist du süß? Was? Halt's die Pokémon schon von eurer Rundkehrt? Cool. Ich weiß nicht, ob es ist das jetzt oder ob es zu leise ist. Aber das war jetzt cool. Und zur Erinnerung, hier nochmal ein Tipp, den alle Forschungsmitglieder kennen sollen. Visiere ein Pokémon ab, indem du die ZL-Taste drückst, öffne den Pokédex. Was ist mit dir? Das hast du mir jetzt schon zweimal gesagt. Uschi, bitte. So, jetzt machen wir es nochmal, dass wir das auch gesehen haben. Nach oben. Schmarrn. Nach unten. So, jetzt kann ich noch schauen, was ich für Staralili brauche. Ich brauche gefangene Exemplare, gefangen ohne entdeckt zu werden, besiegen, registrierte Formen und Exemplare, die sie entwickelt haben. Oh, es hat mich entdeckt. Shit.
Okay, alles klar. Hier ist ein weniger Lauch. Da hinten war doch auch noch eins. Starelli wurde überrumpelt. Was wir jetzt gleich tun? Let's go! Level up! Ist noch Shinux? Oh, da ist noch Lauki. Let's battle! Los, Pokéball! Nice! Marina-Beere hat es noch vorhin lassen. Cool. Oh, da ist ein Baumpel hinter, das braucht man noch für die Mission. Ey. Den Bummel ist immer. Wampel? Wampel! Ich hätte jetzt gern Wampel gleich das Team mit aufnehmen. Geht das? Attacken verwalten, Namen ändern, Bericht. Okay. Basis-Items? Nö. Kann man denn dies nachgucken? Na, da kann man mehr Missionsding anschauen. Das Pokédex. Forschungsfieber. Ich hätte mein Pokémon-Team geändert. Kann ich das noch nicht? Oder bin ich gerade wieder zu doof? Durchstarten mit 4 Pokédex-Aufgaben. Ja, jetzt tut sich mal nicht runter. Atz. Der wird drin bleiben. Was? Oh no, Wampel. Was kriegt man da? Oh, Glanzstein. Kann ich da hochhüpfen? Ich würde gerne da hoch. Okay. Okay. Noch kein Platz für Mode, gibt es einen Haferwampel. Oh no! Oh, ich wollte ihn nicht werfen. Warum wirfst du so Gorschert? Wampel? Ja, sie. Und eine lochrige Aprikoko habe ich gefunden. An sich ist ja schon schön, du. Gibt's noch ein paar Shinux?
Nice. Oh oh. Nee. Okay, mal. Vielleicht geht er nur an der Weide. Ja, keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Kann schon sein. Aber ich habe doch mal gesehen, wie die ein Team unterwegs schon geändert haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Kinder, ich weiß es nicht. Das werden wir noch herausfinden. Müssen wir uns verstecken? Hallo? Ich darf dann gerne das Scheinungs dort. Oh, nice. Bietet zu lernen neue Attacken. Auch schön. Sinelbeams farmen. Sollen wir vielleicht noch mal so ein Bidiza fangen, so eins oder zwei. So. Ja, der nimmt schmeißt. Okay. Es hat sich verabschiedet. Glanzstein. Also es macht jetzt schon mal voll Spaß, den ganzen Zeug zu farmen. In der Gegend lebt ein Pokémon namens Bammelin. Bammelin! Genau Bescheinungs verfügt es über einen aggressiven Veranlagung und greift sofort an. Da ist Vorsicht geboten. Wenn du es fangen willst, musst du dich ihm im Kampf stellen. Schaden erleiden und Notlagen, okay. Wir können auch drauf gehen. Es gibt auch eine Pokédex-Aufgabe, für deren Erfüllung man Bammelin dabei beobachten muss, wie es bestimmte Attacken ausführt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Für meine Aufgabe ist es also notwendig zu kämpfen. Na dann erledige ein paar Bammelin-Aufgaben und komm dann wieder zu mir, ja? Ein paar Bammelin-Aufgaben. Ein Bammelin. Da unten ist was. Ein paar Bammelin-Aufgaben. Ich da gerne noch aus dem Pokédex erfahren, wie so dein. Okay, haben wir noch nicht registriert. Nope. Nope. Oh, lol. Spinnt doch. Wow. Oh, ist gut, Junge. Naja, nichts mehr zum Trinken. No. Kinder, wisst ihr was? Machen wir ganz kurz Pause. 5 Minuten. Wir losen den Kampf laufen. Ich hole mir dabei was zum Trinken.
Es ist das letzte seiner Art. Das letzte was. Oh, das ist laut. Ist ja leise stehen. Das letzte Wasser. Das ist nix, Kinder. Wasser ist Grundtrinkmittel. So. Wird man einfach, oder? Oh. Pokéball. Hoppala. Bamelin wurde gefangen. So, was haben wir jetzt für Einträge für Bamelin? Jetzt geben wir mal Bamelin. Große Exemplare gefangen. Mit Attacke von Typ Elektro besiegt. Okay. Also mit Elektro besiegen kann ich dienen. Das kriegen wir hin. Bestimmt noch mehr so Bamelins. Bamelinus. Bamelianer. Ha! Rückzugshieb. Donnerschock. Oh, die Animation in seiner. Ah! On point. Oh, Lauch ist noch gedroppt. Haben wir dann irgendwo Bamelin? Bestimmt ist irgendwie wieder so gleich ein Nestel. Kann ich ins Wasser? Oh nein! Nein! Okay. Ich habe jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich das saufen kann. Scheiße. Meine ganze Bamelin hier, da kann noch was fangen. Hallo, Bamelin. Wie geht's aus? Nicht wieder das saufen. Was soll Bidiza in Ehren? Das kann doch keiner verwehren, oder? Donnerschock! Oh, das macht weniger Schaden, als ich dachte. Oh, das macht auch weniger Schaden. Walzer. Okay, passt. Exemplar besiegt. Oh, es war noch eine neue Forschungsaufgabe. Bamelin! Da ist ein Pantimimi! Da ist ein Pantimimi, Leute! Okay, das ist noch mit Sneaky vorne, okay. Schon mal rum, okay? Und sneaken. Pantiwiwi? A Pantiwiwi! Cool. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Haben wir hingekriegt. Sogar eine Beul. Ah, da auf der Insel entlang. Da kann ich doch durch, oder? Jetzt auf die Abstrube geworfen.
Schluft. Schluft. Psch, 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 Kinder. Psch. Ah, ciao. Und? Jawohl. Ich hab jetzt wieder einen Aushalt von groß. Gibt's wieder auf den Sack für Bammelin. Was haben wir jetzt da? Exemplare gefangen. Große Exemplare gefangen. Exemplare besiegt. Mit Attacke von Typ Elektro besiegt. Einsatz von Wasserdüse gesehen. Ja, dann müssen wir schon hier kämpfen. Okay. Hallo, Meister. Kannst du da nochmal Wasserdüse einsetzen? Kann ich jetzt einfach eine Runde überspringen. Nur der mir an das Pokémon einwechselt, denke ich. Wir müssen nach Wasserdüse singen. Kannst du mir was tun? Rückzugeben. Das war jetzt nicht das, was ich singen wollte. Ich glaube, die auf deinem Level haben noch nicht Wasserdüse. Na. Nope, 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 nope. Schaut schwarz aus. Singen wir noch eins mit der Elektroattacke. Zwei von zwei, wieder Aufgabe erfüllt. Wir machen jetzt mal wieder unsere Mission fertig, weil sonst wieder den ganzen Tag unterwegs. Treibi. Ich bin doch besoffen. Wir wirfen einfach die ganzen Pokébälle. Da ist noch ein Pellinio. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit und ich wirf mein Pokémon auf. Der ist mit. Das ist ja. Vielleicht müssen wir Wampel mit Feuerattacken besiegen. Das könnte mir jetzt als Aufgabe gut vorstellen. Machen Sie mal. Ein Exemplar besiegt, gutes Wort schon mal. Attacke gemeistert, aha. Wenn ich was kaputt habe. Das ist noch ein Starralili. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Tun Sie das. Jetzt. Oh, die Steuerung, die ist noch ein bisschen ungewohnt. Ich kämpfe für sowas einen echten Controller. Geht sowas? Männlich Swampel. Ich glaube, wir haben noch kein männlich Swampel. Bis. Das macht viel Schaden. Wampel ist geflohen. Oh. Falsches Menü. Tja. Ja. Abholzen. Das sind dann die, wo wir für einen Pokéball brauchen. Mehr Pokébälle. Du gibst wirklich immer alles, was? Deswegen möchte ich diese Handwerkerkiste schenken. Handwerkerknoppers! Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Dies gibt es aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Aha. Handwerkerknoppers. Außerdem gebe ich dir diese Anleitung, mit der du Tränke herstellen kannst. Merci.
Das können wir schon brauchen. Das können wir schon brauchen. Eine Sindelbeere und eine Stange Fittlauch. Mit der Handwerkerkiste ist es dir möglich, unabhängig von deinem Standort Items aus den Materialien in deiner Tasche herzustellen. Solange du Aprikokos und Glanzsteine hast, kannst du beispielsweise jederzeit Pokébälle anfertigen. Und aus Sindelbeeren und Fittlauch lassen sich Tränke herstellen, die deine Pokémon wieder fit machen. Nice. Wie läuft es mit den Pokédex-Aufgaben? In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es erledigte Aufgaben gibt, die du noch nicht Bericht erstattet hast. Nicht berichtete Aufgaben 31. Ups. Einsatz von Glut und Rückzughieb gesehen. Das kann man vielleicht noch ein wenig ausbauen. Okay. Vergiss übrigens nicht, Professor Laven alles zu berichten, wenn du den Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Ja, das ein bisschen was machen wir jetzt noch. Ein bisschen rumdrucksen tun wir jetzt noch. Exemplar gefangen, ohne entdeckt zu werden. 2. Auf kriegen wir noch eine Exemplare besiegt, registrierte Formen, Exemplare entwickelt. Okay. Wo sind wir schon mal entkommen? Wie schaut's bei dir aus? Honey, was ist denn los? So, Kleiner? Yes! Was haben wir noch für Aufgaben? Da ist auch noch was. Guck mal ein wenig oben. Dass ich gleich einen Pokédex noch verschaue, was mit dir noch mal. Ich muss noch was besiegen, meine. So, jetzt aber. Starlily ist wachsam. Es sieht sich aufmerksam um. Tun Sie das. Donnerschocker! Nice. Exemplare besiegt. Oh, da haben wir so braune Aprikokos. Und da ist noch ein Wampel. Was können wir dann noch mit dir da, Dickerchen? Leichtes Exemplar gefangen. Exemplar gefangen und nicht entdeckt zu werden. Exemplare besiegt. Einsatz von Giftstachel gesehen. Schaut mir nach einem großen Exemplar aus, ehrlich gesagt. Gefangen, 3 von 3. Nice. Gefangen und entdeckt zu werden, 3 von 4. Was haben wir denn bei Shinux noch? Da wird jetzt ein paar so rumlaufen, rumhampern. Was haben wir denn da für Aufgaben? Exemplare besiegt. Attacken von Typ Bogen besiegt. Einsatz von Biss gesehen. Rucksackhieb und dann noch Glut noch. Stefan Sanguinza. Glut. Und dann erstatten wir mal Berichte. 2 fast 50 Aufgaben offen. Ich glaube, das ist viel, bin mir aber nicht sicher. Oh, wow! Gegen Grasbusch. Los! Glut gegen Grasbusch. Exemplare besiegt 2 von 2, damit haben wir etwas erledigt.
Ich mag Busch. Ich meine, du bist ein kleiner Buschmann. Pizza. Was ist noch mehr Scheinhuchs? Einsatz vom Biss gesehen. Attacke von Typen. Exemplare besiegt 2. Okay. Exemplare gefangen 4. Okay. Normalerweise können wir jetzt nichts mehr abschließen. Aber man kann mal kämpfen. Ja, hau doch ab! Oh Gott, jetzt hätte ich schon mal. Krafttechnik. Chauzi! Donnerschock. Besiegt. Das ist noch ein bisschen Fittlauch. Wo sollten wir denn noch sehen? Spinnst du? Schreckt mir nicht so. Da haben wir gerade halb was übersehen. Halb was übersehen? Auf einmal schleppt da so ein Scheinungs hinter mir. Was wo kommt das her? So. Hoppa. Mach mal. Nice. Wir gehen jetzt mal zurück. Jetzt klang's wieder. Ja, ich weiß. Bier schon weg. Tschüss. Es ist so hartnäckig, was soll ich da? Level 6. Das ist aber schon heftig. Haben Sie das Fangfieber? Da kriegst du das Fangfieber automatisch. Da kriegst du das Fangfieber automatisch, das ist der Wahnsinn. Sollen wir es noch fangen? Na, gib ihm! Tut höllisch weh, du. Scheinungs wurde besiegt. Hopp, hopp, hopp. Das nehmen wir mit. Da kriegst du automatisch Fangfieber. Das ist der absolute Wahnsinn. Ach, das wurde ja besiegt. Bidiza, mach mal. Nochmal ein paar so Bidizas. Eins fangen wir noch. 2 Ranke Pokebälle mehr. Jetzt müssen wir sowieso wieder Müll kaufen. Jetzt gehen wir mal wieder mit zurück in die Stadt. Ja, da einige Missionen noch zum Abgeben und zum Bericht erstatten. Und das geht was. Laven! Ah, das ist doch eine Handwerkerkiste. Hat der Lumina alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was mit dem Erforschungsbericht auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnungen erhalten. Kannst du abhängig von dem Level und der Anzahl der gefangenen Pokémon Geld verdienen. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, zum Beispiel ein Pokémon zum ersten Mal fängst, bekommst du noch mehr Geld. Okay. Lass mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. Gefangene Pokémon 21, über mindestens 20 Pokémon auf einem Bericht erstattet, erledigt. Gefangene Pokémon 6, zum ersten Mal gefangene Pokémon 6, durch Überraschungsmanöver gefangene Pokémon 8. 2800 Pokédollar. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Hallo! Hallo Dr. Wischmob! Hallo! Herzlich willkommen!
Wenn du Pokémon-Aufgaben erfüllst und Forschungsberichte abgibst, steigt der Forschungslevel einer Pokémon-Art. Auf Level 10 ist der Eintrag vollständig und es erscheint detaillierte Informationen zu Pokémon. Durch die Erfüllung von Aufgaben und Vollständigung von Einträgen steigt deine in der Pokédex-Übersicht angezeigten Forschungspunkte. Sobald du eine bestimmte Punktzahl erreicht hast, kannst du deinen Mitgliedsrang erhöhen. Ist das MMO von Pokémon? Ja, ja. Ich würde sagen, ja. Wenn man es so betiteln will, ja. Forschungslevel vervollständigt. Bidiza noch nicht. Forschungslevel 8. Das sind noch ein paar Exemplare besiegen, dann hätten wir das auch. Scheinux haben wir Forschungslevel 10. 8, 7, 3. Oh. Oh. So richtig mit Open World. Semi, Herr Doktor. Es ist, es sind Open World Bestandteile. Quasi, du wählst eine Region aus, in die kommst du und hast Open World. So wie bei Schwert und Schild ungefähr. Nur in viel größer. Also so Temtem. Ja, ich würde schon sagen. Eher so Temtem-mäßig. Ich glaube, ich habe eine neue Forschungsrang. Und du hast fleißig Pokédex-Aufgaben erfüllt. Mit Sicherheit kannst du nun am Mitgliedsrang aufsteigen. Wundervoll. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celetis von der Bericht erstatten. Du hast dir deinen ersten Stern redlich verdient. Ja, es funktioniert halt mit Bereichen. In den Bereichen kannst du reisen, aber die Bereiche sind nicht wirklich groß. Also wir haben jetzt den ersten, glaube ich, nur zur Hälfte gesehen. Und haben jetzt da eine gute halbe Stunde umeinander geflatscht. Rumgelaufen. Starre Lily mag besonders. Du bist doch der Junge, der aus dem Himmel gefallen ist. Gehst du mir mal eben zur Hand? Als Mitglied des Forschungstrupps arbeitest du sicher an deinem Pokédex-Buch, oder? Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und mehr über Starre Lily herausfinden? Pokémon machen mir Angst, aber wenn ich Starre Lily so sehe, dann wird mir ganz warm ums Herz. Trotzdem würde ich mich nie trauen, eins anzufassen. Bitte vervollständige den Pokémon-Eintrag von Starre Lily und zeige ihn mir. Naja, werde ich erst mal Lost Ark für zum Glück Fortnite neues ändern. Das ist kein Platz zur Zeit für Pokémon. Kann ich nicht verstehen. Lost Ark, da vorher ja schon vor kurzem was gehört. Aber bis jetzt noch nie gespielt. Ehrlich gesagt. Starre Lily vervollständigen, das haben wir jetzt natürlich noch nicht. Wir sind erst bei 8 von 10. Ich würde dann gerne nach Craften gehen. Ja, für das neue Pokémon habe ich mir jetzt auch Platz frei geschafft. Also 23 neue Pokémon. Okay. Für das haben wir jetzt auch Platz schaffen müssen, sonst wäre es nicht gegangen. Das war wichtig. Richtig und wichtig. Da gibt es auch irgendwo Pokémon Center. Da ist der Prof. Oder so Art Pokémon Center. Heal Station oder so. Du musst einen Wampel abgeben. Das Wampel haben wir noch. Sagt sie was. Was ist denn das? Hallo? Wenn Items mal kaputt werden, kannst du sie einfach selbst herstellen. Lernen und Anleitungen sammeln. Alles klar, Meister. Das Wampel muss ich noch abgeben. Stimmt. Da ist Pokémon Center, da müssen wir jetzt gleich rein. Ruh dich im Basislager aus, wenn du von einer Pokémon-Attacke getroffen wurdest. Ja, mein Pokémon? So feurig ist schon wieder fit. Lul. Ja, jetzt geben wir jetzt erst noch Wampel ab. Wir haben da noch eine Nebenmission aufgehört. Und dann schauen wir weiter. Das war der da. Hast du einen Wampel für mich? Männlich, weiblich, männlich. Okay, ich kann was für den männlichen abgeben. Kriegst das da.
Was will? Ja. Sagenhaft. Du hast mir tatsächlich eins gebracht. Du machst deinem Ruf wirklich alle Ehre. Gut, dann will ich meinem Wampel gleich mal einen Spitznamen geben. Ich habe gehört, es wird später zu einem Pokémon namens Papinella entwickeln. Deshalb soll sein Name dazu passen. Hopsi. Hoppel? Hoppdorf? Echt schwierig. Wie wäre es mit Papinessa? Oder Papidrich? Oder Papilia? Papinessa jetzt weiblich, ja. Das ist doch ein männliches Pokémon. Papidrich, Papilian, Papidrich. Du hast recht. Papidrich passt wirklich am besten. Wart ab, mein Papidrich wird zu einem herrlichen Papinella entwickeln. Popperheim! So war der Plan. Poppenheimer. Poppenheimer Wampel. Waum. Poppenheimer Wampel. Das ist der Weg. So ist es. Lass mich deinen Pokédex sehen. Ja, was soll ich jetzt machen? Was das schon? Ah, ich muss nur hier zeigen müssen, okay. Ich erkenne deine Fortschritte an. Damit hast du den neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Ein Stern, gell? Ich soll nur sagen. Du bist dann offiziell ein Ein-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Oh. Danke, Ma'am, Sir. Ma'am. Du kannst nun Schwerbälle einsetzen. Ab sofort werden die Pokémon bis Level 20 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Das hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Was haben wir denn? Schwerbälle, okay. Beleber. Dass du als völlig Fremder in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung in deinem Fleiß zuzuschreiben. Ein Fleiß. Ich spiele Broken Ranks, bis Lost Ark rauskommt. Broken Ranks? Ist sowas? Hab ich noch nie gehört. Also bei Broken Ranks bin ich raus. Lost Ark bin ich dabei, da kenne ich mich aus. Also, was das ist. Lost Ark, Broken Ranks nicht. Ranks. Google-Maschine werfen. Broken Ranks. Blablabla. Ah. Aha. Habe ich noch nie gespielt, schaut aber gar nicht so zopfer aus. Schaut gar nicht so zopfer aus, Herr Doktor. Momentan bist du jemand Verdächtiges, der vom Himmel gefallen bist. Doch ein höherer Mitgliedsrang könnte dir mehr Akzeptanz verschaffen. Wenn du länger bei uns bleiben willst, solltest du deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Der Respekt der anderen ist natürlich nicht der einzige Vorteil, den du dadurch erhältst. Je höher dein Rang ist, desto mehr Arten von Pokéball stehen dir zur Verfügung, desto größer fallen deine Belohnungen aus. Ja, Sir. Ist halt ein MMO. Die Macher haben Eier, so ein Spiel rauszubringen, so in der Form. Manchmal muss man sehen, muss man über seinen Schatten springen und Sachen riskieren. Das war's für heute. Du kannst im Speiselokal heiße Kost etwas essen und dich dann ausruhen. Ja, damit schon rosten. Er wird jetzt noch craften oder was weiß ich. Erstmal auschen. Ist halt Pillars of Eternity oder Builders Gate mäßig Spielprinzip. Builders Gate, man ja sogar schon mitgespielt. Nur halt als Multiplayer. Dann brauchst du einmal die richtigen Mitspieler dazu. Multiplayer. Bestenfalls. Mano. Feiern wir deinen Rangaufstieg. Meine Glückwünsche. Die Kartoffelmochi schmecken gleich noch besser, wenn es etwas zu feiern gibt. Allerdings haben wir jetzt alle Hände voll zu tun. Wir müssen uns neben den Missionen des Forschungstrupps auch noch um die Aufträge verschiedener Leute kümmern. Apropos, hast du Goros Auftrag schon angenommen?
Die Bewohner von Jubelstadt kennen sich nicht besonders gut aus mit Pokémon. Wenn es Probleme gibt, bitten sie deshalb den Forschungstrupp um Hilfe. Du kannst diese kleine Mission annehmen, indem du direkt mit den Leuten sprichst oder indem du einen Blick auf die Tafel in meinem Büro wirfst. Apropos, worum geht's eigentlich bei dem Auftrag, den du erledigen solltest, Lumia? Ach ja, ich hatte überlegt, Manu zu bitten, diese Mission zu übernehmen. Dafür muss man nämlich sehr gut mit Pokémon kämpfen können. Es handelt sich um einen Auftrag von Yuna, vom Diamantenclan, nicht wahr? You see, der Diamantenclan hat sich schon vor der Galaktik-Expedition in Hisui angesiedelt. Was ist Nachricht? Die dann schon wieder Familiengruppen lauter Sachen schreiben. Müssen wir auf durchlesen. Durch den Austausch mit ihnen können wir sicher viel lernen, auch über die Pokémon hier. Aber morgen mehr dazu. Ruht euch heute Nacht gut aus. Bis sei Bubu machen. Tschüss. Auf euch, Kinder, auf die Zuschauer. Am nächsten Tag. Kommt dir das Story, oder? Ich muss noch mehr molen. Entschuldige bitte. Hättest du einen Augenblick Zeit für mich? Na gut. Vielen Dank. Könntest du dann zum Übungsplatz kommen? Ich warte dort auf dich. Übrigens, falls du schon viele Pokémon gefangen hast, kannst du sie bei der Weide auswechseln. Ah, jetzt haben wir soweit. Aber es ist immer noch Free-to-Play. Free-to-Play ist gut, solange Speier gut ist. Warte mal, wo ist denn die Weide? Ich darf gerne wirklich noch Pokémon tauschen. Ich mag nicht mit der ganzen Zeit voll Bidiza umeinander laufen. Da haben wir. Da haben wir daheim. Lauf! Spring! Hopp! Auf der Weide kümmert man sich um Pokémon, die du gefangen hast. Da kannst du wählen, welche Pokémon du auf deinen Abenteuer mitnehmen willst. Also. Bidiza kommt weg, in einem Bambelim mit. Staralili bleibt. Und dann möchte ich noch dies mitnehmen und ein Wampel. Nehmen wir das noch mit. Ja, bis einfach Bidiza. Mit der was anderes da? Freilassen, okay. Ich kann jetzt aber hergehen. Nein, kann ich nicht. Ich würde jetzt gerade mehrere markieren. Attacken verwalten, Bericht bewegen, Namen ändern. Ja, okay. Gut, das ist jetzt auch nicht der Sinn der Sache, aber. Musst du mit 500. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, seht ihr, der Lagerplatz ist begrenzt. Also irgendwann mal aussortieren. Ich kann jetzt. Ah, okay, gut. Ich kann jetzt daher gehen und dann kann ich sagen. Kann jetzt noch nicht viel bewegen. Jetzt am Freilassen muss alle einzeln antippen. Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das ist wird noch vereinfacht oder wird vereinfacht, ist vereinfacht. Hopp, 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 hopp. Das ist Schneiderei. Was gibt es eigentlich da zum Kaffee? Eine besondere Lieferung für mich. Modern. Okay, alles klar. Dann haben wir ein bisschen was gekriegt. Das ist der Friseur. Frisieren. Achso, jetzt halt so $500. Ja, leck mir am Arsch. Das war da ja noch Friseur. Alles klar. Nimm bitte. Nein, ich brauche die Stimme. Nimm bitte Platz. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Also gut. Was schwebt dir denn so vor? Oh, lul. Okay. Nö. Nö. Aber ey, das da sehe ich mich. Schwarz. Schwarz. Oder Schiefer. Was mal Schiefer?
So geht man in Naturkinder. Wildlife. Oder so. Jetzt muss ich mal nachlesen, was da in der Familiengruppe schon wieder los ist. Was tut denn die schon wieder für Zeug? Mann, du, das haben sie gut gemacht. So, fertig. Das steht ja wirklich ausgezeichnet. Ja, ich darf gerne meine Kopfbedeckung wieder aufsetzen. Wie schaut denn das oft aus? Ihr seid sicher die Sickel. Ich hätte jetzt eigentlich mal, der Raster hängt da so oben, aber okay, alles klar. Alles klar. Was gibt's da? Mary. Voilà. Wait, nicht crouchen. Etwas kaufen. Ein Pokéball kostet $100, okay. Ja, gefeierten Aprikokos kann man eigentlich verkaufen. Was ist das? Leistungssand. Dieser rätselhafte Sand erhöht dein Leistungslevel eines Pokémon. Es kann für Pokémon mit einem Leistungslevel von 0 bis 1,12 Meter. Okay. Sternenstaub. Er ist von geringem Wert. Glanzstein und Funkeln. Beinsteine funkeln. Feen sowie insektenähnliche Pokémon lieben ihn besonders und lassen sich anlocken, wenn er zu ihnen geworfen wird. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, muss man wissen. Okay. Köderteig. Okay. Okay. Nein, nicht crouchen. Weniger crouchen, mehr laufen. Dann gibt es Essen, das wissen wir schon. Das ist der Warenladen, Handwerksladen, Materialien. Okay, Köder und ein Zähpilz. Monströse sowie drachenähnliche Pokémon lieben ihn besonders und sich anlocken. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Drachen-Pokémon nicht gesehen. Anleitungen. Was haben wir denn da? Arznei. Honigköder. Offensivvitamine. Defensivvitamine. Ne, lass mal. Ja, einfach mal der Clara. Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Möchtest du kämpfen? Es ist so, ich habe eine Entscheidung getroffen. Zwar? Weißt du, ich habe einen Partner. Leider harmonieren wir nicht ganz so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber bei der Vervollständigung des Pokédex helfen zu können, müssen wir ab jetzt richtig am Riemen... Was? Müssen wir uns jetzt richtig in die Riemen legen? Das habe ich noch nicht gehört. Dein Partner? Genau, das hier ist mein Partner, Pikachu. War das der Sprite-Sound für Pokémon Gelb, Rot und Blau? Der ganz da oben? Shit, dude! Als ich von Shinux angegriffen wurde, konnte ich vor Angst einfach nicht mehr klar denken. Shinux. Ja, freilich Shinux. Ich habe mich nicht verlesen. Ich war nicht in der Lage, zusammen mit meinem Partner zu kämpfen. Seitdem will es nicht mehr richtig auf mich hören. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, wie ich im Kampf Befehle geben soll. Die brauchte bisher Nachhilfe. Ich meine, ich verstehe das. Doch als ich dich und deinen Partner in Action gesehen habe, wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb würde ich gern gegen dich kämpfen, um von dir zu lernen. Ja, ist ja kein Problem. Du kannst gerne auf Schnauz kriegen. Mit mir kämpfen. Bienchen und Blümchen. Wait, what? Tschü, Digga, tschü. Agil-Style. Juhu. So, jetzt bin ich gleich nochmal dran und gehen nochmal mit dem Rückzug hier drin. Ha, ich liebe dieses Spiel. Wow, du bist mit deinem Pokémon wirklich auf einer Wellenlänge. Level up, 5000 Level Ups. 5000 Attacken.
Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber ich meine, dass da zwischen Pikachu und mir für einen kurzen Moment der Harmonie zu spüren war. Wir zwei kriegen das schon hin. Meinst du nicht auch, Pikachu? Ja, Pikachu. Aber ich werde versuchen, dir nachzueifern und bei meinen Erkundungen mit meinem Partner zusammenzuarbeiten. Vorausgesetzt, wir verstehen uns irgendwann gut genug. Übrigens, der Professor hat mir davon erzählt, dass Pokémon verschiedene Typen angehören, die man im Kampf zu seinem Vorteil nutzen kann. Bla 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 bla. Die Neuzugänge. Ich bin Belila, Kommandantin des Sicherheitstrupps. Wie ich sehe, hast du ein Händchen für Pokémon-Kämpfe. Vielleicht könnte ich dir aber noch den ein oder anderen Ratschlag geben. Kommandantin Belila ist Lehrmeisterin einer alten Pokémon-Kampfkunst. Wenn Pokémon ihre Attacken meistern, können sie mit Hilfe bestimmter Techniken anpacken. Das haben wir jetzt schon gemacht. Speed-Style und Strong-Style. Also einmal Schnellangriff und du steigerst deine Initiative. Also kann es auch, dass du dann gleich nochmal angreifen darfst nach der Attacke, so wie ich gerade beim Pikachu gemacht habe. Und dann gibt es das Strong-Techniken, mit denen du einfach mehr Schaden ballerst, aber dafür langsamer bist. Also kannst du ein bisschen in deiner Taktik variieren. Langsamer, schneller, schneller, langsamer, normal angreifen. That's it. Bitte komm auch dann hin, nachdem du geprüft hast, welche Pokémon du mitnehmen willst. Vielleicht könntest du ihnen ein paar Attacken beibringen lassen. Jonas Auftrag. Triff dich im Obsidian-Grasland mit Jonna vom Diamant-Clan. Wir Attackenbeibringer. Lernt du irgendein paar Attacken? Irgendwo einen Attacken erlernen? Du nicht? Friseur, Gewand. Was ist der dahinter vielleicht? Der Maler. Erinnerungsfoto. Ach nee, ich wollte eigentlich gar nicht. Ja, es ist auch schon ein. Ja, das ist toll, da freue ich mich. Ich widme mich dem Fotografieren von Menschen und ihrem Pokémon. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Ja, jetzt können wir dann sagen, so haben wir angefangen. Will ich jetzt nicht auszuschicken, nicht? Ah, Aufnahme machen. Aha. Alles klar, passt. Wunderbar, bin ich dabei. Gehen wir wieder. Tschüss. Hat wunderbar hingehauen. Jetzt beobachtet. Wo kann ich da Attacken erlernen lassen? Was meinte die Frau damit? Na, da vorne schaut es nicht so aus, als wäre da noch was. Ah, was haben wir jetzt überhaupt noch für Quests? Pokédex 11. Unsachenforum, Geheimgeschenke, Internetverbindung aus. Nein, jetzt kann nicht. Passt schon. Pokédex, das passt eigentlich soweit. Ist da noch irgendwas abgeben? Was haben wir jetzt da? Materialien, Anleitungen, heiße Kost, Items und Warm, Friseur, Haarfarbe, Kleidung, Schuhe, Weide, Lagerkiste, Foto, Tauschbörse, Übungsplatz, Galaktik-Hauptsitz. Attacken lernen und meistern, okay, das ist der Umart. Na, da haben wir dabei noch nicht. Dann gehen wir jetzt noch ein wenig Basis und dann mache ich Feier und. Was heißt die Basis? Da aussehen.
Und dann mache ich Feierabend, dann gehe ich auf Couch. Aber zuerst einmal noch ein bisschen im Grünland umeinander furchen, verbuchen. Sie wissen, was ich meine. Na, bist du erschrocken? Natürlich bist du das. Schließlich habe ich dich überrascht. Hör mal gut her. Es gibt da eine Geheimtechnik beim Farmen von Pokémon. Die geheime Kunst des Überraschungsmanövers. Wenn du von hinten einen Pokéball auf die Pokémon wirfst und es den Rücken triffst, erschrickt es. Das erleichtert dir das Fangen und verschafft dir im Kampf gegen das Pokémon einen Vorteil. Ja, gut, wir haben jetzt also mit Pokémon gefangen, das kriegen wir jetzt auch noch zusammen. Digi, alles gut. Alles gut, Dankeschön. Ah, ich hätte da eine fantastische Anleitung für Pilze. Ha, die Berühmtheit vom Forschungstrupp, der Junge, der vom Himmel gefallen ist. Hör mal, ich habe hier eine ganz tolle Anleitung für einen Köder. Leidenschaftlicher Pilzveteran mit 20 Jahren Erfahrung habe ich aromatische Pilzköder entwickelt. Aber niemand weiß meine Anleitung zu schätzen. Doch wenn eine Berühmtheit damit gesehen wird, werden sicher auch andere darauf aufmerksam haben. Bitte mach einen Pilzköder überall bekannt. Ich zeig dir auch, wie man ihn zubereitet. Wer meine Anleitung will, darf sich nicht vom Pilzsammeln drücken. Das ist nämlich das Beste daran. Also dann, finde erst einmal einen Zähpilz. So ist. Hallo, bist du ein Pilz? Pilzschadi. Let's get a battle! Ah, damit haben wir schon wieder eine Forschungsaufgabe erledigt, weil unser Bammel im Wasserdüse eingesetzt hat. Hm. Was klar. Mir ist gerade noch was eingefallen. Wampel ist erst Level 5, aber das darf jetzt eigentlich schon entwickeln können. Was bist du? Aprikoko, okay. Ich dachte jetzt ganz kurz, das wäre... Oh, die ist brauchbar. Bamelin, das brauchen wir. Mach das mal. Samstarralilis? Ja, die müssen wir noch komplettieren. Was haben wir da? Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Gut, das schaffen wir jetzt 2. Ah, ich wirf ein Pokémon drauf. Natürlich, Mann, du bist ein guter. Starralili ist wachsam. Windstoß. Hui, 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 hui. Neue Attacke für Wampel. Mir fällt nämlich gerade auf, Wampel müsste man eigentlich schon entwickeln können. Soweit haben wir wahrscheinlich noch nicht in der Story. Also mit schon, ja. Okay, sorry. Was für ein Heater, Tobi? Ah gut, das trifft sich noch nicht gut. Hoppa! Hoppa! Ich hab mich gerne noch verstecken, bevor es mich sieht. Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Warum wechselt ihr nicht auf Pokémon? Na! Ich greife auch weiter damit an, weil... Fühlt sich überrumpelt und kann nicht angreifen. Ich bin aber auf dem, dass ich Pokémon wirf. Ich muss eigentlich hergehen und muss crouchen. Crouch. Crouchen. Da auf Pokébälle wechseln. So, jetzt beruhigt sich wieder mal. Du hast nichts gemerkt. Ha! Okay, das ist wieder ausgebrochen. Schade Schokolade, aber da machen wir nichts. Da machen sie nichts. Für uns geht es jetzt dann da unten weiter.
nicht gesehen, dass der überhaupt das ist. Hat sie sich wieder beruhigt? Nice. Feuer, starrer Lilly, komplettiert. Nein. Vielleicht noch mehr Exemplar besiegen und noch was fangen, ohne entdeckt zu werden. Dann hätte ich vielleicht die Forschungsmission komplettiert. Weil das brauche ich für den Nebenquest. Jesse. Ah? Jetzt aber. Na, komm schon! Fliegt schon davor. Nein, das ist direkt hinter mir ausgespawnt. Ja, komm. Hört mir das senkend? Ich meine, ich war versteckt. Crouchy? Na komm. Bleib drin jetzt. Das gibt's doch nicht. Starre Lilly so weiter. So, was haben wir noch zum Erledigen? Exemplare besiegen. Exemplare fangen 6. Das haben wir schon erledigt, oder? Diese Formen Exemplare besiegen, ohne entdeckt zu werden. Gut, das war jetzt noch so ein Ding. Ich meine, nicht entdeckt worden. Fragen Sie nicht noch. So, please. Die Dinger brechen ziemlich schnell aus. Na komm. Let me catch this. Thank you. Wir fangen ohne entdeckt zu werden. Ja, passt. Haben uns den Forschungsauftrag von Starrer Lilly abgeschlossen. Nicht berichtete Aufgaben 3. Ja, das weiß ich schon, aber... Achso, ich muss erst berichten, dann wird das Forschungslevel erhöht. Okay, alles klar. Okay. Ist gut, habe ich verstanden, Meister. Whee! Na komm.
Ja, Falzer. Das ist schön, dass du zuschaust. Hey, das ist ein Aprikosenbaum. Hast du da mal kurz Baumfellarbeiten leisten? Dankeschön. Schauen wir mal, was der Dude möchte. Ich bin schon ein Sternemitglied. Lass mich in Ruhe. Hallo? Wer sind denn Sie? Wir sind hier. Wir sind hier und nicht da. Alter, das war ja nichts für Herrn aufgestellt. So jetzt. Jona, das ist Mano. Oh, ein neues Gesicht. Aber das ist mir einerlei. Du bist hier. Dass du hier bist, heißt, dass du mir helfen wirst, richtig? Wer bist du und was magst du? Ich bin Jona, die Wächterin des Diamantclans. Weißt du überhaupt, was es mit den Wächtern von Diamantclan auf sich hat? Bei Gelegenheit erzähle ich dir mehr dazu. Momentan gibt es Wichtigeres. Und zwar eine Angelegenheit, die du für mich erledigen solltest. Deswegen will ich direkt zur Sache kommen. Traust du dir dazu, einen Pokémon kämpfen zu lassen? Sehr klar. Gut. Der junge Kerl aus dem Sicherheitstrupp hat sich an diesem Auftrag nämlich die Zähne ausgebissen. Das ist mein Partner Pokémon Manfaxo. Wir sind zusammen aufgewachsen, daher sind wir wie Geschwister. Wir brauchen nicht solche albernen Bälle, um an Seite zu kämpfen. Na, schaut hier und da nicht. Okay, so Level haben wir dann. Level 10. Tempo-Stil. Check, Bau. Ups. Ups, 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 hoppala. Wait to do so. Wait to do so. Jetzt schon, wie viel Schaden das Holz macht. Okay, geht. Nochmal. Reicht's? Das reicht nicht. Tschüss, Bamelin. Eieieiei. Partibibi. Ah, Schwan. Scheinux. Tempo, Rückzughieb, Krafttechnik. Gatschboom! Na, wertvolle Erfahrungspunkte, die jetzt die Hälfte von dem Team nicht kriegt, das ist ein bisschen traurig. Level up, Level up. Entwicklung möglich. Da, Thomas. Mampf. Du musst einiges auf dem Kasten haben, wenn du es mit meinem Fax aufnehmen kannst. Gut gemacht, mein Faxer. So richtig, einfach One-Hit, einfach nur mein Vogel weggeschickt. Komm. Der weckt Erinnerungen an gestern. Gestern war eine schwierige Situation. Komm, lass mich deine Pokémon heilen. Oh, thank you very much. Das hier habe ich noch für dich. 5 Vitalknospe. Damit kann man Belebe herstellen, Mann. Du und deine Pokémon arbeitet wirklich hervorragend zusammen. Du erinnerst mich regelrecht an den Helden, von dem mir als Kind erzählt wurde. Den Helden aus den alten Legenden. Gut, ich habe mich entschieden. Ich werde dir den Auftrag überlassen. Es geht darum, das Elite-Pokémon zu besiegen, das auf dem Geweih anhöhen für Ärger sorgt. Ein Elite-Pokémon ist ein großes, besonders furchteinflößendes Pokémon. Aber das wird dich doch nicht davon abhalten, zu Geweihanhöhe zu kommen, oder? Nee. Dieses seltsame Ding, es zeigt dir den Weg, oder? Du hast ja eine höchst außergewöhnliche Karte. Gehört das auch zu den technischen Spielereien der Galaktik-Expedition? Da vorne liegt tatsächlich die Geweihanhöhe, so wie die Karte es zeigt.
Den Rest überlasse ich dir, ja? Na, Hauptsache jetzt aber verbieseln da. Für einen Neuling im Forschungstrupp hinterlässt du einen echten kompetenten Eindruck. Das freut mich. Ach ja, hast du eigentlich schon vom Ehrwürdigen Sinnoh gehört? Und ob, ja, gewiss. So, sieh mal einer an. Aber wer weiß, ob du wirklich die wahre Geschichte erfahren hast. Ich erzähle dir am besten noch einmal von. Das ewige Sinnoh herrscht über den Fluss der Zeit und wird als Schöpfer des gesamten Universums gepriesen. Es ist ihm zu verdanken, dass Hisui entstand und nun dem Pokémon als Lebensraum dienen kann. Der Diamantclan hat den weiten Weg über das Meer auf sich genommen, sich hier in Hisui niedergelassen, um das ehrwürdige Sinnoh zu verehren. Leider hat sich das ehrwürdige Sinnoh seit uralten Zeiten versteckt. Man sagt, es würde ein Antlitz so gut wie niemanden offenbaren. Allerdings gibt es Pokémon, die noch eine Verbindung zu ihm haben. Um diese Pokémon kümmert sich Wächter und Wächterinnen wie ich. Eines dieser Pokémon lebt auf der Kawaii-Anhöhe. Es ist Teil einer Blutlinie, die einst mit dem Schutz der ehrwürdigen Sinnoh gesegnet wurde. Gehen wir zu ihm. Nicht mehr jetzt. Ich gehe jetzt aufs Couch. Also gleich, mir da jetzt kurz ein bisschen Pokémon fangen, was? Ob ich im Hype bin, ich denke nicht. Naja, aber das läuft weiter. Kann man das fangen? Nice, Ziputzli. Dann aber jetzt mitnehmen. Genau, was wir auch noch gleich machen. Meine Kinder, sagt sie was. Wir können noch Wampel entwickeln. Entwicklungen passieren nicht mehr automatisch, müssen wir selber hervorrufen. Das ist so episch. Schaloko. Wann geht's weiter? Weiß ich noch nicht. Mal kicken. Mal kicken, was Wochenende so bringt. Einfach kicken, Kinder. Aber Staralilis. Ja. Ich hoffe, ich kann jetzt unterwegs auch speichern. Schnellreisen ist lesen, Missionsziele, Nebenmissionen, einer bisschen was, ein Pilz und eine niedliche Staralili. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, da waren wir noch gar nicht dahinter. Verlorenes Item von Minao. Meine müssen wir auch noch hin. Okay. Okay. Oder irgendein Buff passt, wo man speichern könnte? Ah, da, Spiel speichern. Kinder von heute, Leute von heute, Schmusekätzchen, falsches Screen, hallo. Ich mache jetzt Schluss. Das Spiel macht übel Laune. Übel böse Laune. Und wir werden das ziemlich zeitig nochmal oder weiterspielen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es mir das Wochenende noch hier hat, aber aller spätestens nächsten Donnerstag. Nachdem ich Top 4 dann endlich besiegt habe. Na, schauen wir mal, ob wir das nächste Woche machen. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen hyped. Mir kitzelt es ein wenig. Da unter dummer, weißt du, versteht's, was ich mache? Schau, geil. Okay, alles klar. Leute, ich wünsche euch was. Wunderschönes. Hat mich sehr gefreut, ja, mir erst. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auch an die vielleicht nicht mehr da haben, an Mandu, an Tati, an den Doktor. Wir sehen uns demnächst wieder, hoffe ich. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich hau irgendeine Musik ein. Hau mal irgendeine Musik ein.
Leute, ich wünsche euch was. Bis demnächst. Bussi geht raus. Habt ein lieb. Bis dahin. Arrivederci. Und ciao.